Servus Leute, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Vlog. Und heute haben wir gedacht, bei mir, ich bin ja am Bau gehen und da hört man so viele blöde Sprüche. Ja, dachte, heute machen wir mal einen blöden Sprüche-Vlog. Dann fangen wir mal an. Die erste, das ist eigentlich ein Klassiker, sag ich jetzt einmal, oder den kennen vielleicht einige schon, gell? Obacht geben. Also, Obacht geben schon mal deswegen, weil es wird alles auf Bayerisch gesagt. Also auf Bayerisch, also muss ein bisschen zulassen. Oder ich mache beides. Okay, wir haben bestimmt auch ein paar, ihr wisst, das ist nicht best gemeint, aber wir haben ein paar Preisen auch unter uns, die sollen sie auch verstehen. Also wir haben auch ein paar Nicht-Bayern unter uns, die sollen es auch verstehen. Also Obacht, jetzt geht's los. Ein Liter Blut ist gleich verbritschelt. Ein Liter Blut ist gleich, wie sagt man, verschüttet. Das wäre der erste. Und danach dann Obacht geben, länger leben, also aufpassen und noch länger leben. Noch so ein Spruch, Kieferbruch. Noch so ein Spruch, ist der Kiefer kaputt. Noch so ein Ding, Augenring. Also noch so ein Ding, dann hast du einen Augenring. Ja, dann gibt es noch die mit dem Käppi, Handtappi. Also die mit dem Käppi sind Tappi, also sind deppert. Dann die mit dem Hut sind gut. Also die mit dem Hut sind gut. Und dann gibt es die mit dem Messer sind besser. Also die mit dem Messer sind besser. Das ist auch noch so ein Spruch, wo bei uns aber gesagt wird. Oder schau nicht so blöd, ich bin auch erschrocken. Also schau nicht so blöd oder so doof, ich bin auch erschrocken. Jetzt kann es dann sein, dass immer mal wieder ein Schnitt kommt, geht das einfach so, aber ich muss da gleich mal überlegen, weil bei uns wird so viel Schmarrn geredet, das ist... Ja, was bei uns auch gern gesagt wird, einen Arsch hat deine Mutter, aber zwang tut es denn nicht. Also einen Arsch hat deine Mutter, aber sie zeigt ihn dir nicht. Damit ist wörtlich dahinter gemeint. Der ganze Spruch, sagen wir jetzt einfach mal auf, ein Arsch hat deine Mutter, aber zwang tut es dann nicht. Dann sagt der Gegenüber von dir, dir aber auch nicht. Und dann sagt der andere wieder, aber ich hab ihn schon gesehen. Irgendwie so, ich kann sogar nicht sagen, das geht bei uns aber so oft schnell, da wird so viel Schmarrn geredet. Also ein Arsch hat deine Mutter, also ein Arsch hat deine Mutter und sie zeigt ihn dir nicht. Dann sagt der andere, dir aber auch nicht. Aber ich habe ihn schon gesehen. Mal überlegen, was es noch gibt. Ah ja, finde ich auch noch lustig am Bau, wenn du dann einen Stiften hast und der steht recht viel umeinander, kannst du sagen, hey, jetzt den Friseur auch lernen können, wenn du die hinstehen willst. Weil auf Bayerisch geht es eigentlich so, wenn du umeinander stehen willst, dann hättest du den Boden gelernt und keinen Maurer. Also auf Deutsch, wenn du dich viel hinstellen willst, hättest du einen Friseur gelernt und keinen Bauarbeiter oder Maurer. Aber was auch noch gut ist, du hast so viel Gefühl, weil Hornhaut am Finger. Also da habe ich noch ein Gefühl, hast du so viel Hornhaut am Finger. Oder Hirn so viel, weil ein Spatz groß die Knierscheiben hat. Also du hast zu viel Hirn. Du hast ein Hirn, das so groß ist wie die Kniescheibe eines Spatzes, also vom Vogel. Ja, ich habe auch noch einen guten, den sagen sie bei uns auch immer. Wenn einer eine Ausrede sucht oder eine Begründung hat, weil ihm was schief gelaufen ist oder weil er was so nicht hingebracht hat, wie er wollte, dann sagen sie bei uns immer, gell, in Nürnberg haben sie letztes Mal einen eingesperrt. Dann fragt ihr, warum? Ja, weil der hat keine Ausrede mehr gefunden. Eigentlich schon gut. Was gibt's denn noch? Ich kenne auch noch einen guten Witz. Also ein Sparwitz.
Aber Sparwitze kann man auch noch mit reinpacken, oder? Geht der Leberkäse Treppen auf. Merkt er, dass er keinen Fuß hat. Geht er wieder runter. Oh, der Lieblingswitz von meiner Frau. Ich finde ihn so schlecht. Leider. Da hätte ich noch einen Witz. Stirbt einer, kommt der Bestatter, will den Leichnam packelt er, zack, in den Sarg einer, also in den Sarg rein. Und dann geht es zur Beerdigung ins Leichenschauhaus. So, und dann will der den Deckel wieder aufmachen. Bringt er nicht mehr auf und wisst ihr warum? War ein Zuhälter. Sehr witzig, gell? Sprich hätte ich jetzt auch noch ein paar. Weil wir gerade in Ingolstadt sind, links sieht man schon alles Audi. Jeder Audi fährt ein Audi. Oder mit einem Audi jetzt der Gaudi. Gibt's noch. Ja, da vorne Audi Museum, Mobile. Waren wir auch schon einige Male drin. Mauern kannst du so gut wie ein Fischradl fahren. Also du kannst so gut mauern oder eine Arbeit verrichten, das geht eigentlich mit jeder Arbeit, du kannst so gut arbeiten wie ein Fisch Fahrrad fahren. So Leute, also leider fällt mir jetzt nichts mehr ein. Von dem her verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, euch haben die Sprüche ein wenig gefallen, vielleicht hilft es an anderen hin oder wieder dazu oder weiter. Was mir noch einfällt, manchmal kann man auch die Stiften wegschicken, das fällt mir jetzt noch nicht, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Wir lassen ab und zu mal die Kübispitz anholen, wenn es ein neuer Stift ist und der gerade Auto fährt. Ja, das ist auch manchmal recht witzig. Oder Wasserwagen-Ausgleichsgewichte. Ja, was halt noch so alles für einen Scheiß gibt, gell. Ja, ist auch manchmal recht lustig. Oder was haben wir noch geschickt? Kurvenschnur. Ja, genau, leider so Sachen. Ja, jetzt verabschiede ich mich da hinter den hässlichen Bus. Was ist denn jetzt los? Oh, sorry, Leute. Ja, leck mir mal. Oh, Entschuldigung. Ja, leck. Also, Leute. Servus, Havadere, macht's es gut. Bis zum nächsten Vlog oder was ist sonst für ein Scheißdreck. Irgendwas wird mir schon wieder einfallen. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, Havadere.